Es geht weiter, stets heiter, zurück bei Pokémon Legenden CA. Ja, nach dem Abschluss der Hauptstory schauen wir doch mal, was das Postgame uns so zu bieten hat, wa? Vielleicht auch schon das DLC, mal schauen. Und ja, okay, wir sind zurück in unserem Zimmer, das haben wir am Ende der letzten Folge noch gesehen und haben hier offenbar, ich nehme mal an, ein Pokémon als Geschenk. Auf dem Tisch liegt ein Pokéball, der einen Lucario enthält. Nimmst du ihn an dich? Liegen lassen, nehmen. Du hältst ein Lucario. Aber so. Neben dem Pokéball liegt ein Brief von AZ. An Michael. Zum Zeichen meiner Dankbarkeit und meiner Anerkennung sei dir mein Lucario überlassen. Dieses Lucario wurde mir von einer gewissen Person anvertraut, sodass es mich beschütze. Solltest du ihr je begegnen, übermittle ihr bitte meinen Gruß. Ich muss sagen, du bist ein wahrlich herausragender Trainer. In den 3000 langen Jahren meines Daseins hätte ich mir im Traum nicht ausmalen können, dass jemand Zygarde zur Mega-Entwicklung führen könnte. Zahlreiche Erinnerungen ziehen nun an meinem geistigen Auge vorbei. Mein Fluett mit der schwarzen Blume, das meine Mutter mir dereinst schenkte. Die Flammen des Krieges, die mir alles nahmen. Mein Erstaunen und Entzücken, als ich erstmals einer Mega-Entwicklung gewahr wurde. Eine Begegnung mit den legendären Pokémon von Kalos, welche alle 1000 Jahre aus ihrem Schlummer erwachen. Jener finstere Tag, als der Himmel über Galas verdunkelte. Warum über Gala? Hä? Habe ich jetzt irgendwie was verpasst oder so? Wann war der in Gala? All dies ist nun Vergangenheit. So wie auch ich es bald sein werde. Du, Michael, gehörst in die Zukunft. Lebe dein Leben ohne Reue. Ich bin froh, dass ich dir begegnen durfte. Danke. Oh, Z. Ein Lucario, aber irgendwie habe ich das Gefühl, Moment, da stimmt das nicht gerade. Hier. Irgendwie ist gerade die Grafik ein bisschen. Ist die gerade ein bisschen seltsam oder ist die nicht seltsam? Ich werde jetzt mal beobachten, sonst will ich zur nächsten Folge hinfixen. Also dann, ach Z. Jetzt haben wir zwei Lucarios. Eins wurde ja getauscht in-game, das andere von Conny. Der Arenaleiterin mit dem Typ Kampf. Ich weiß gar nicht mehr, was die dritte Arenaleiterin von Carlos? Bin gerade unsicher. Ja, vielleicht werden wir Conny mal noch begegnen, so wie er es meinte. So. Überhaupt nicht trainieren, ne? Weder speziell noch physisch. Hat auch ein neutrales Wesen, interessant, muss man anschauen. Wie wir Lucario hier trainieren wollen, ne? Also speziell, das ist eigentlich schon mal cool gefunden. Scanner und so, Schutzschild, naja. Nicht in dem Spiel unbedingt, ja. Feuerfeger wäre eigentlich noch cool, aber naja. Ich glaube hier ein bisschen schwierig. Ich kann war das sicher auch noch. Turbo-Tempo, ja, hätte ich auch gesagt. Patronenhieb finde ich jetzt hier nicht unbedingt so wichtig tatsächlich. Warte mal, ich kann das schon mal ein bisschen ausrüsten. Was ich mir so eigentlich ungefähr vorstelle für ein Lucario. Vielleicht doch irgendwie noch eine physische Kampfattacke. Weil Drachenpuls, ist nur gegen Drachen effektiv, ich weiß es nicht. Lichtkanone hingegen, das ist sicher sehr hilfreich. Ansonsten Erdbeben, Spukball. Ja, Spukball halt gegen Geister und Psycho-Pokémon. Naja. Kann ihn ja auch austauschen, wenn es irgendwann notwendig sein sollte. Dem eine physische Kampfattacke. Ja, kein Nahkampf hier als Thema oder was? Hier unten wäre es ja, ne? Nahkampf. Wo ich gerade überlegt habe, Spukball doch gar nicht mal so schlecht wäre, was mitzunehmen und beizubringen. Warum? Das erkläre ich gleich noch. Ne? Ich muss hier erstmal noch ein bisschen gucken. Was mit dem Pokémon machen. Ich switch mal hier runter zu Sichlor. Und ja. So viel dazu, ne? Aber das AZ in Gala war, habe ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also beziehungsweise, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ja, er hat die Mega-Entwicklung ja in Höhen, sagen wir jetzt mal, zum ersten Mal beobachtet, ne? Das haben wir irgendwie in Omega Ruby in Alpha Saphir erfahren.
glaube, damals war es sogar mit Mega Rayquaza, so war, kann ich mich noch daran erinnern. Und dann, ich meine, Gala ist ja die Region aus Schwert und Schild. Mit der Dynamaximierung und so. Okay, irgendwie bin ich gerade komplett verwirrt, aber egal. Verwirrung, ja, danke schön. Name des Programms war. So, wir gehen mal runter und gucken mal. Ich würde auch gerne mal noch ja, uns ein bisschen umstylen tatsächlich, ne? Mal schauen. Morgen, obwohl eigentlich ist es ja schon Mittag, war. Wir haben ein paar heftige Tage hinter uns. Der Kampf gegen den Turm, der Abschied von AZ. Da konntest du dich sicher auch null ausruhen, wa? Ich habe auch immer noch Albträume von dem außer Kontrolle geratenen Turm. Immerhin konnte die Stadt wieder halbwegs in Ordnung gebracht werden. Die Feier zum Wiederaufbau des Zentralplatzes ist ja auch heute. Naja, um diese Uhrzeit dürfte sie wahrscheinlich bald rum sein. Klar, der Wiederaufbau ist wichtig, aber ist es gerade wirklich der richtige Moment zum Feiern? Es ist schon wichtig, die Stimmung irgendwie wieder zu heben, obwohl es gerade schwerfällt, ne? Illumina City hat ja vor 5 Jahren schon genug Chaos durchmachen müssen. Vielleicht hast du recht. Sag mal, Michael, hast du eigentlich schon entschieden, wonach du fragen wirst? Hä? Nachher fragen werde? Was meinst du? Ach so, es meint wegen Rang A, ne? Wir haben den CA Royal, also worum es eigentlich von Anfang an ging im Hauptspiel. Ja, wir haben ja Rang A erreicht, ne? Und da ging es irgendwie darum, dass wir... Ging es darum, dass wir einen Wunsch frei haben? Wenn wir Rang A erreichen? Also derjenige, der Rang A erreicht, hat irgendwie einen Wunsch frei oder so? Genau. Na, der Wunsch der Trainer auf Rang A erfüllt wird. Also dich in der SEP registriert hast. Und das heißt schon wieder CA. Ja. Ja gut, App, ja, ist klar, aber SEP. Steht das eine P vielleicht für Pokémon? Keine Ahnung mehr. Keinen blassen Schimmer mehr. Müsstest du dazu doch eine Nachricht bekommen haben? Wer es bis ganz nach oben auf Rang A schafft, darf sich mit dem Titel des stärksten Trainers schmücken. Dieser Person wird außerdem ein Wunsch erfüllt, im Raum des Erfüllbaren. Dann steht als nächstes wohl an, mit Vincent über deinen Wunsch zu reden. Du musst dir also was überlegen. Ich wette, dir wird jeder Wunsch erfüllt, immerhin hast du die Stadt gerettet. Ja. Hey Leute, komm mal kurz her. Okay, das ist auch ein ungewohntes Bild. Die Zukunft von Illumina City, Hauptmission 38. Okay. Höre dir an, was sie dazu sagen hat. Ich bin durch AZ-Sachen gegangen und habe was gefunden. Ein Brief? Könnte das sein Testament sein? Ich glaube schon. Ich lese mal vor. An meine jungen Freunde von Team MC. Wenn ihr diesen Brief lest, so hat sich mein Lebenskreis geschlossen. Dies sei mein letzter Wille. Das Hotel Z sei euer Obhut anvertraut und ihr mögt damit tun, was euch beliebt. Eurer Obhut anvertraut, okay. Wird euch seine Leitung zur Last, steht es euch frei, es zu verkaufen. Doch ich bitte euch inständig, sorgt für Floette und die Bewohner Illuminas. Seit immer mehr Pokémon den Weg in die Stadt gefunden haben, ist ihre Verbindung zu den Menschen enger denn je geworden. Es ist, wie ihr einst so weise erkannt habt. Die X- und die Y-Achsen, die dazu bestimmt sind, getrennt zu verlaufen, haben dennoch einen gemeinsamen Schnittpunkt gefunden. Möge es euer Werk sein, die Beziehung zwischen Pokémon und Menschen zu ihrer nächsten großen Entwicklung zu geleiten. Ich hatte ein wahrlich langes Leben und stets war ich derjenige, der zurückgelassen wurde. Nun bin ich es, der geht, und dank eurer Taten darf ich einem guten, friedvollen Ende entgegensehen. Dafür danke ich euch aus tiefstem Herzen. AZ. Als wir uns an dem Tag, in dem der Turm zurückgespielt hat, auf dem Dach von AZ verabschiedet haben, da war er wohl schon aufs Ende gefasst. Scheint so. Also, was machen wir mit dem Hotel? Ich glaube, es ist schon okay, wenn es keinen Profit abwirft. AZ hatte es ja genau genommen auch vor allem als seine letzte Wohnstätte betrachtet. Ja schon, aber so ein Hotel zu betreiben wird trotzdem nicht billig. Meint ihr, wir können Vincent um Hilfe bitten? Der ganze Aufwand, um beim CA Royal so weit zu kommen, um unseren Wunsch dann dafür zu verschwenden? Hallo Vincent, was gibt's? Es geht um den Wunsch, der euch auf Rang A zusteht. Bitte kommt zur Südseite des Zentralplazas, um die Angelegenheit zu besprechen. Alles klar, wir machen uns auf den Weg.
Vielen Dank, ich werde auf euch warten. Stimmt, sie hat ja auch lange erreicht. Dann hast du jetzt Zeit, bis wir den Zentralplaza erreichen, um dir deinen Wunsch zu überlegen. Das wird schwierig, ja. Stimmt, dann machen wir uns darüber keinen Kopf. Auf zum Zentralplaza. Sei gegrüßt, mein liebes Team-MC. Was? Wir müssen einfach herausfinden, was ihr bei einem Trainerfragen euch jetzt wünscht. Kommen wir gleich zum Wesentlichen. Unser aller Wunsch ist es, auch weiterhin Pokémon-Kämpfe auszutragen. Okay, dann kämpft doch auf gegen einen anderen Trainer. Mir war klar, dass nicht jeder meine Vision direkt auf Anhieb versteht. So genial ist sie. Mein Traum ist es, den Bewohnern Illuminas dabei zu helfen, ihr volles Potenzial als Pokémon-Trainer auszuschöpfen. Meiner ist es, allen Bewohnern Illuminas zu solcher Stärke zu verhelfen, dass wir die Wildsektoren abschaffen können. Wie unangenehm. Mir widerstrebt es, dass mein Wunsch dem einer so simplen Person wie ihm hier ähnelt. Ah, schön. Nichtsdestotrotz erteile ich dir die Erlaubnis, deinen Wunsch dafür einzusetzen, um in meinem Namen ein Turnier zu eröffnen, das allen Trainern Lumina offen steht. Violets Ultra Turnier V5 oder wie auch immer. Irgendwas soll das für ein Turnier sein. Ich halte mich da raus. Los, Vincent wartet, gehen wir. Ein super Turnier, ne? Okay, ich wollte einen anderen Ding hier gerade machen, aber offenbar ist unser Wunsch gerade wichtiger. Okay, ganz kurz noch, ich habe offscreen, ups, die falsche Taste, offscreen ein bisschen was vorbereitet, gerade auch so für den Living Index und so. Hier mal das Ganze ein bisschen nummeriert und glaube hier hinten auch schon mal angefangen, ein bisschen richtig einzusortieren, ne, mit den Pokémon und so. Genau, wenn wir ein bisschen Überblick haben, wie viel uns noch fehlt, natürlich hier auch schon mal mit den Formen, gerade jetzt hier vom Käufer, da kommen noch weitere Formen dann hinzu. Natürlich dementsprechend auch Evol hier mal, genau, unser Evolis besser gesagt, mal hier platziert, weil die gehören ja nicht in die Formbox, ne, da wäre ja Quatsch. Foxy, Lavita, auch da noch ein bisschen was zu tun, ne, da müssen noch ein paar weitere fangen und trainieren. Ansonsten Rangkämpfe aber schon lange nichts gemacht, ne. Also die wichtigsten habe ich aufgenommen, sag's mal so. Die wichtigsten, sprich diejenigen, wo wir halt jeweils auch neue Megasteine bekommen haben und so. Weil inzwischen ist es ja ein bisschen. Es gibt schon wieder immer neue Turniere, sage ich jetzt mal, das schon, aber sind sie eigentlich noch? Ja, also man kann immer noch bei den Rangkämpfen mitmachen, ne, gar kein Problem. Aber es gibt halt jetzt keine neuen Items mehr, ne? Es sind dann noch die bestehenden, alten. Ich glaube, das wird daran nicht mehr großartig ändern. So, warte mal, jetzt haben wir hier noch ein Event, ne? Also Event Glurak. Ich überlege gerade, ob ich die Dinger, die Pokémon hier, sollen die hier lassen? Ich meine, sind, ja. Eine andere Box packen? Nein, warte mal noch. Ja. So, Skilabra und Uhafnir sind eigentlich auch gut trainiert, aber so habe ich genauso die nie trainiert gehabt. Hier bei Frostedie, Galagladian und so, die wollte ich eigentlich noch ein bisschen besser trainieren, tatsächlich. Man sieht es auch schon an der Anordnung hier, dass ich mir überlegt habe, vielleicht irgendwie Meganie, Dragoran, Stolos quasi vorerst mitnehmen und die anderen dreimal vorher halt in die Box packen, in der Zeit für ein neues Team zu haben. Meganie, nehmen Solarstrahl, Zauberstein, Erdkräfte. Ja, Meganie ist halt momentan vor allem hier beim neuen Pokémon-Spiel, also Pokémon Champions, ja auch sehr beliebt, ne? Er hat natürlich auch seine Megaform und so. Ich finde es sowieso krass, was auch gerade die neuen Mega-Pokémon hier aus Legend NCA zum Teil dafür krasse Fähigkeiten bekommen haben. Bei Pokémon Champions und halt generell bei den, ich sage jetzt mal, bei normalen Spielen, normalen Pokémon-Spielen. So. Aber ansonsten ist glaube ich schon relativ gut, ne? Ja, und Dragoran. Warum hast du eigentlich Drachenstoß? Stimmt, ne? Obwohl der Dragoran, obwohl sie dann eher speziell wird, dachte ich mir eigentlich, könnte es trotzdem mal noch physisch lassen. Quatsch. Mix Sweeper draus machen, so in der Art. Da muss ich glaube sowieso wieder hier
Dinger neu machen. Ja, auch hier. Ah, stimmt, das war noch was. Jetzt erinnere mich. Moment kurz, Leute. Denn ich habe mir offscreen noch ein paar Gedanken gemacht, wie wir halt EV schnell zurücksetzen können und so. Kann ich überhaupt schnell reisen jetzt gehen, ne? Wir haben viele neue Sidequests wieder. Und eben Wildzone oder Wildsektor 20. Ja, wir kriegen hier, denke ich, auch mal die Kanto-Starter. Wird für mich vor allem Zeit, hier ein cooles Lumanda zu holen. Ich meine, Prinzip, ja, wir haben ja eigentlich schon einen Glurak hier, einen Event-Glurak, wenn man so will. Ich glaube, das ist jetzt das einzige so Event-Pokémon, ne, für CA. Naja. Auf alle Fälle ist es schon ein cooles Glurak, ne? Können wir natürlich auch nehmen, oder ins Team aufnehmen. Also dann Elite-Pokémon, ich weiß ja nicht. Deswegen vielleicht doch einen Glumanda fangen und dann so trainieren, ne? So. Vorher wollte ich, wie gesagt, zu den Bärenshops gehen. Sollen wir mal kurz gucken. Genau, da hat es welche. Jetzt muss ich aber das anders machen, weil ich will eigentlich die Beeren. Die wir fürs, ich sage jetzt mal, EV-Training benötigen, ne? Oder zum EV-Lernen, besser gesagt. Die EV-Reset-Beeren, könnte man auch sagen. Die hätte ich jetzt gerne. Da ist ein Riolu. So, hier sieht es schon mal gut aus. Sind zwar jetzt nicht so viele Jobs, aber egal. Citrobeere, Prunusbeere. Haben wir überhaupt von denen? Oh! Verzeihung, ist mein Fehler, müssen erst mal wieder. Ja, ein paar Items verkaufen, ne? Moment mal, da hat es nur einen Shop? Ich dachte, hier wären zwei. Egal. Ja, Bonusbeeren, Citrobeeren, auch wichtig. Gut, in dem Spiel zwar eher weniger. Ich hatte sicher wieder ein paar Dinge. Ja, wollte gerade sagen. 22 Nuggets. Uiui. So, ansonsten, wir haben dann noch von denen noch ein bisschen was, ne? So Bonbon-mäßig, Sonnenbonbon auch, genau. Pass mal, fürs Erste. Gut, jetzt wird es natürlich auf die Beeren wieder reichen. Waren hier aber gar nicht die Beeren, die ich wollte. Wo hat es denn noch einen Beerenshop? Hier, bei Sektor 16. Muss ich ja eh wieder hin, ne? Wegen unserem Kumpel Foxy. Das soll funktionieren, wenn man das vorstelle. Oh, krass. Hä? Das letzte Ball nicht getroffen hat, okay, aber die anderen doch treffen müssen. Was ist das jetzt? Ein Mondstein. Danke. Welche Sternschnuppe? Also was verpasst? War das vielleicht von dieser Stami-Quest noch, oder wie? Ja, ist gut. Du kannst wieder beruhigen, Militalis.
Jetzt sind Bären, aber wie ist denn das jetzt hier mit diesen Bären schon, wenn die jetzt in der Zone sind? Hier gibt ja gar nichts mehr. Moment, das wäre irgendwie ein bisschen schräg, sag ich jetzt mal. So viel dazu, ne? Ja, Foxy, anderes Thema. Aber vielleicht kann ich mir vielleicht die Bälle zurückholen, ne? Da wäre aber ganz nett. Danke. Also der letzte Turbo nicht getroffen hat, das verstehe ich, ne? Da hat mich Foxy schon bemerkt. Aber die anderen beiden treffen müssen. Was war denn da los? Junge, Junge, Junge. Ja, Foxy fangen ist nicht einfach. Aber kriegen wir schon hin. Jetzt machen wir das nach Offscreen. Dass halt die Pokémon, die wir bereits gefangen haben und noch wissen, wo sie sind, dass die halt dann, ja, wie gesagt, halt Offscreen holen, ne? Weil sonst könnte es lange dauern. So. Ich mag den Markt. Ja, schön. Ich mag Beeren. Beeren, nee, das sind die falschen Beeren. Da sind Minzen, hier haben wir nochmal Beeren. Ibisbeere sind zwar auch coole Beeren, aber nein, das sind die Beeren, die gegen sehr effektive Attacken, ne, wirken. Zum Beispiel einem Dragoran könnte man gut so eine Beere geben, die effektive Attacken von Typ Eis abschwächen, weil Dragoran hat eine Vierfachschwäche gegen Eisattacken. So, wo bin ich jetzt? Was denn hier? Ah, hier. Das ist wieder so einer. Jetzt kann ich ja, mir leisten. So, Bonusbeeren 10 Stück, dankeschön. Dann der nächste Streich folgt zugleich. Wir haben hier unten nochmal einen. Ich hoffe, irgendwo einer von denen ist dann mal derjenige, der diese EV-Beeren noch hat. Wo bin ich? Ah, hier. Kein Shiny Taubsi, ne? Ja, hätte sein können. Da steht die falschen Beeren. Hä? Ja, also nur noch die hier. Sonst muss ich mir noch mal ganz kurz offscreen was überlegen, wie ich in die Beeren rankomme. Oder die Shops besser gesagt. So, wo ist. Der muss irgendwo hier sein. Naja, das ist innerhalb der Zone. Sind beide da drin? Hä? Ah, der ist jetzt da und der verkauft was. Aber die anderen. Hä? Okay, bin jetzt verwirrt. Im anderen Bärenshop, der auch in der Zone war, da hat doch niemand was verkauft. Nee, das sind wieder die falschen Beeren. Das sieht vernünftig aus. Ja, ist ein bisschen teuer, aber kriegen wir schon hin. Honmelbeeren. Nummer 50, so. So. Dankeschön. Also. Das ist auch gemacht. Wo ist der Ausgang da? So, was wollte ich jetzt eigentlich noch machen, wenn ich auch schon mal hier unterwegs bin? Ja, eigentlich habe ich mal noch ein bisschen neu eingeschlagen. Jetzt weiß ich nur gerade nicht, ob ich den Shop auf Anhieb finde.
Oder ob ich dafür... Das könnte schwierig werden. Ja, genau. Ah, nee, komm, dann mache ich das offscreen. Also beziehungsweise mal einen Job suchen, ne? Gut. Dann hier. Hier. Okay. Zentralplaza, da müssen wir sowieso hin, ne? Noch ein paar Pokémon mehr fangen wollen. Jetzt eben auch hier jetzt von unserem Team her und so, ne? Ja. Im Prinzip ein Turtok, was optimal trainiert ist. Ein Galagladi, was nicht optimal trainiert ist. Frosted schon. Bei Galagladi würde ich jetzt aber trotzdem gerne noch den Versuch wagen. Weil ich glaube... Also jetzt hier vernünftiger, ne? Oh, die muss ja noch... Da haben wir auch keine Vitamine mehr. Mit den Wahl-Items schneller gehen würde, ne? Dann können wir auf eine Machtkette geben. Gegen ein paar Pokémon kämpfen. Hätte ich die Initiative auch voll, ne? Dann müssen wir halt die anderen Dinger vorher noch entfernen lassen. Na komm. Machen wir später. Vielen Dank für alles, was ihr getan habt. Die Angelegenheit mit dem Tour-Team MC eine Menge abverlangt. Das tut mir zutiefst leid. Ihr habt vollbracht, was meiner Firma nicht gelang und die in Illumina lebenden Pokémon und Menschen gerettet. Dafür danke ich euch von Herzen. Ach, du übertreibst. Niemand war schuld an der Sache mit dem Turm. Wenn Infos zu öffentlich gemacht worden wären, hätten das nur zu mehr Problemen geführt. Eigentlich kam es jetzt zu dem ganzen Vorfall, weil AZ die Stadt beschützen wollte. Sein Versuch ist nur leider schief gelaufen. Aber wir konnten die Krise überwinden. Dank Michael und allen, die mitgekämpft haben. Dass alle gemeinsam angepackt haben, zeigt, wie sehr Illumina uns allen am Herzen liegt. Oder so. Es macht mich wirklich glücklich, das zu hören. Kommen wir zum eigentlichen Thema, Vincent. Sehr wohl. Als Trainer, die beim CA Royal Rang A erreicht haben, habt ihr bei uns einen Wunsch frei. Natürlich muss er für die Quasar Corporation im Bereich des Möglichen liegen. Du suchst doch nach jemandem, oder, Zita? Das ist was Persönliches, also werde ich mich selbst darum kümmern. Mein Wunsch sollte etwas sein, das allen zugute kommt. Hey, was wenn ihr zwei eure Wünsche zusammenlegt? Stellt euch vor, was ihr damit alles erreichen könntet. Mischt doch nicht ein. Was wünschst du dir, Michael? Pokémon-Kämpfe für alle! Die Koexistenz von Pokémon und Menschen. Mehr Pokémon in der Stadt. Noch mehr? Wir haben schon 20 Wildsektoren inzwischen. Die Koexistenz, ja, Pokémon-Kämpfe für alle. Ich nehme mal Ene, Mene, Mu und raus bist du oder sowas in der Art, ne? Nein, komm, nehmen hier in der Mitte. Dann kommen sie Quasar Corporation doch schon. Okay. Mehr Pokémon in der Stadt. Seit wir den Zentralplatz Wildsektor 20 gemacht haben, die Zahl der wilden Pokémon bereits zugenommen. Wir können unmöglich noch mehr von ihnen in der Stadt unterbringen. Ja, dann hast du nur eine Variante, also. Ich glaube, das würden viele in der Stadt feiern. Violet hat sich doch auch sowas in Richtung gewünscht, oder nicht? Zu mehr Pokémon-Kämpfen sage ich nicht nein. Dann wünsche ich mir das auch. Also wollen wir im Endeffekt einfach, dass das CA Royal weitergeht, oder? Interessant. Es ist also wirklich so gekommen. Was meinst du damit? AZ hat sich ebenfalls gewünscht, dass das CA Royal weitergeführt wird. Oh, Entschuldigung, vielleicht irgendwas zum Pokémon-Kämpfen besser als jeder andere bewusst. Aha. In allen Jahren, in denen er unzählige Menschen und Pokémon kennengelernt hat, hat er bestimmt einiges gelernt. Die Zukunft von Illumina City. Ja, das war's, ne? Bitte geduldet euch kurz. Dies ist eine Nachricht für das Team, das für das CA Royal zuständig ist. Ich erteile euch hiermit die Erlaubnis, das Update für die App freizugeben. Ein App-Update? Die CA Royal App wurde aktualisiert. Würde bitte einen Blick in die App werfen. Ihr sollt nun für die Teilnahme am CA Infini Royal registriert sein. Wenn du ein Challenge-Ticket besitzt, kannst du es bei der Rezeption der Quasar Corporation vorlegen und einen Belohnungskampf austragen.
Im Sieg winken dir wertvolle Belohnungen. Sobald du einen Belohnungskampf ausgetragen hast, werden deine Ticketpunkte zurückgesetzt. Okay. Ich werde auch die anderen Teilnehmer des Sea Royal über das App-Update und das neue Turnier in Kenntnis setzen. Ich denke, es spricht nichts dagegen, schon heute Nacht damit zu beginnen, wa? Wie üblich fackelst du nicht lange, wa? AZ hat das als gewünscht. Vielleicht wusste er, dass es Dinge gibt, die man nur durch Pokémon-Kämpfe lernen kann. Okay, dann wissen wir, was wir beim Sea Royal zu tun haben, wa? Ab sofort sind wir wieder Rivalen, wa? Ja. Uns erwartet anscheinend eine ganz wundervolle Zukunft. So sehr wir auch an der Entwicklung der Stadt arbeiten, letztlich sind es eben die Pokémon und Menschen hier, die diese Stadt ausmachen. Es würde mich freuen, wenn das Sea Royal weiterhin Leben in die Stadt bringt. Dann werde ich keine Sekunde vergeuden und mich direkt in die Vorbereitungen stürzen. Sea Infinity Royal, ich komme! Juhu! Vom Dach von Hotel Z erwarte ich eine neue Nebenmission. Begib dich auf das Dach von Hotel Z. Okay. Warum wurde diese neue Sidequest so in der Art und Weise präsentiert? Seltsam. Okay, Leute, das war's für diese neue Folge. Ich werde, wie gesagt, offscreen noch kurz schauen. Also wir machen natürlich dann hier erstmal die Sidequest hier oben. Mal schauen, was da los ist. Andere Sidequests haben wir natürlich auch noch. Wir werden uns Zone 20 angucken. Es gibt noch viel zu tun. Und natürlich auch das Infinity Royal. Ne? Das heißt, so wie ich es gerade verstanden habe. Challenge-Ticket-Punkte farmen. Ja, da muss man gucken, wie wir das am besten machen. Ne? Natürlich auch, wie viele Punkte es sind. Ne? Weil, boah. Das ist aber etwas, was man irgendwie gut offscreen machen kann. Sag ich jetzt mal. Damit wir uns in den Folgen um das Wichtige kümmern. Ne? Eben halt die eigentlichen Sidequests. Hauptsache, wenn es irgendwie was dazu gibt und ja. Mal schauen, wird schon. Also, in der Hinsicht danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.